Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen nicht alle gut, einen traurigen Jahrestag können wir bei uns tun. Nächste Woche werde der ganze Jahr sein, seitdem Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nach einer strengen Restriktionen hier im Alltag nachkommen können. Seit einem ganzen Jahr hält die Pandemie als Land an Atem. An den Ende ist trotz der Existenz von diversen Impfstoffen noch nicht wirklich en vue. Zu Los kommen wir mit den Impfungen voran und zu häufig können zu Lieferengpässen, weil Patentrechte von den Unternehmen für und Bedürfnisse von den Menschen gestaltet gehen. Eine gesetzliche Obligation für die Zusammensetzung und Herstellungsprozesse von Impfstoffen offenzulegen, wäre an dieser Situation nicht mehr gerecht. Verschiedene Firmen Lizenzen auszustellen, für zeitlich limitiert, patentiert Vakzine herstellen zu können, misst auch nicht auf die Kosten von den Entwicklern und den Patentbesitzern gehen, wenn eine entsprechende finanzielle Entschädigung vorgesehen wird. Er gibt die Produktion von sicheren Impfstoffen aber optimieren. Sich an der COVAX zu verstoppen, für zu so mehr helfen, geht nicht durch. Ich erinnere daran, dass die Pharmaindustrie für 30 Millionen Todesfälle am afrikanischen Kontinent responsabel war, wenigstens Patente auf den AIDS-Medikamenten. 30 Millionen Todesfälle. Das ist, für eine Größenordnung zu gehen, die größte Katastrophe vom letzten Jahrhundert. Und das wäre vermeidbar gewesen. Und ich hoffe, dass es bei dieser Impfkampagne nicht zu ähnlichen Schäden kommt. Ich hoffe, dass man sehr die nötigen Impfstoffe können mit allen zur Verfügung stehenden Moyens produzieren. Die wirtschaftliche Kompetitivität von einzelnen Firmen zu schützen, während Menschen sterben, weil sie an einem Virus erkranken, gegen den geimpft hat, könnte gehen. Also eine inakzeptable Ungerechtigkeit. Dafür ist es von enormer Wichtigkeit, dass Lützeburg sich auf internationalem Niveau für die Ausstellung von Zwangslizenzen ausspricht. Mit davon habe ich leider von Seiten von unserer Regierung nach wenig hören, kann aber auch sein, weil die Motion ja noch an der Kommission behandelt muss. Das ist ja nicht, als gäbe es um die eine Woche gehen. Wenn wir die Pandemie in der Kontrolle kriegen wollen, dann müssen wir mich sehr impfen. Mit Geschwindigkeit ist aber nicht alles. Es muss auch eine gerechte Verteilung assuriert gehen. Die Regierung hat sich dafür eine Impfstrategie gegeben. Wie die rezenten Entwicklungen gewesen nun hat nicht jeder sich um das gehalten. Das ist wahrscheinlich bekannt, dass ich mich mit dem Problem von den sogenannten Impfdrängler doch auch schon an den Prokureur müsste wenden. Weil ich der Überzeugung bin, dass das Verhalten auch schon gegen die aktuelle Gesetzgebung verstößt. Und die Enquete lebt, weil ich nicht mehr spät wie gestern von der PG invitiert für ihnen dann die weiteren Informationen zu geben, die sie zwar auch teilweise aus den Presserapporten kriegen, aber wo ich hoffe, dass dann, so wie HGRS hat annonciert, wird auch der Rapport von 5 oder vielleicht aber 8, weil zählt der Conseil d'Administration da dazu, denen 5 Inkohärenzen, ich weiß es nicht, dass das auch schon weitergegangen ist. Und bei Fall den Dossier als alles ähnlich wie so, ein Dossier ist weit ab, an das Geld dort zu enquetieren und dann noch die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Ich meine aber, dass an diesem ganz speziellen Fall wichtig wäre, konkret Strafe für Impfdrängler am Covid-Gesetz festzuhalten. So wie das beispielsweise auch in Deutschland aktuell diskutiert wird. Und das über den Verstoß gegen staatliche Konventionen oder eventuell den Wohl oder Abus de Confiance heraus. Ich rechne dafür diese Motion an, mit der die Regierung will auffordern, die bestehende Regime für Strafe für Leute, die sich entgegen dem festgelegten Plan von der Direktion von der Santé impfen lassen, zu verschaffen, für so Abus in Zukunft zu verhindern. Merci, Herr Klemmer. Ein anderer Aspekt, der im Zusammenhang mit den Impfungen steht und noch mehr transparent geregelt muss gehen, als der von den Impfdosen, die am Ende vom Tag an den Flakon recht bleiben. Ich denke, dass wir es einig sind, dass keine Impfdosis verschwendet darf gehen und dass dafür alle Ampullen muss eitel gemacht gehen. Auch wenn in einem Tag kein Rendezvous mehr vorgesehen sind. Für aber zu verhindern, dass am Ende vom Tag rechtlich Impfdosen und Personen geimpft gehen, die eigentlich keine Priorität hätten, wäre es wichtig, klare Regeln über die Verteilung gesetzlich festzuhalten. Bislang fehlt es noch in einer klaren Gesetzgebung. Auch wenn die Regierung auf einen dringenden parlamentarischen Spruch von gestern geantwortet hat, dass die Impfzentren Regeln für die Verwertung von übrig bleibendem Impfstoff kruten, die Regeln
sind auch an dieser Phase vielleicht noch suffisant. Wir sie basieren darauf, dass der Koordinator vom Impfcenter vom Tag der Leute mobilisiert, 112 Wochen eventuell nach Sekuristen zu impfen, und ganz zum Schluss dann nach Leute, die irgendwie erreicht. Wen die da soll fallen, ist nicht wirklich ersichtlich. Einzigen Fall, es darf nicht Familie sein. Das fand ich gut, soll zumindest einen gewissen Schutz gehen, aber es geht alles nicht durch. Wir geben häufig eine Lesung auf deren, die durch ein neutralen und automatisierten Notifikationssystem funktionieren. Das ist so, wie wir hier in der Chambre für dringend Sitzungen per SMS und Telefon konvokiert gehen, wann die traditionellen Konvokationen nicht durchgehen. Und dafür, Herr Präsident, rechne ich hier eine weitere Motion an, für das eben gerade so ein automatisiertes System abgestaltet soll gehen, für auch in Zukunft, wann dann die Ketchup endlich aus der Flasche können und die Impfungen disponibel sind, nach immer können Oves all Dosis verimpfen. Merci. Herr Präsident, ganz allgemein schenkt bei der Gesetzesanpassung, von der wir heute schwätzen, der Wies gewirrscht zu sein, aufwerten und ausharren. Außer dem Datum von der Laufzeit vom Gesetz geht nichts tiefgreifendes geändert. Dabei gäbe es genug Sujets, über die legiferiert müssen, weil ich hoffentlich mit dem, was ich schon gesagt habe, deutlich gemacht habe. Da dann nicht Gauf probiert, endlich eine legale Basis für die Schule zu schaffen. Mir leider ist der Regierung das nicht gelungen. Weil sie wohl nur einem Jahr überrascht waren, dass in ein Basis legal für Entscheidungen müssen tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr mich spät, wird ein Text geschrieben, den dann informell, nur informellen Diskussionen mit dem Staatsrat zurückgezogen wird, und durch ein Amendement sagt, den einen Bruchteil von den Sachen aufdeckt, die aus sich nötig gewesen wären. Bref, wir holen das dann so zur Kenntnis. Am Anfang von der Pandemie war es wichtig und richtig, Kontakte durch Restriktionen aufzufahren und dann aufzuwarten und zu gucken, was geschieht. Mittlerweile leben wir aber schon ein ganzes Jahr am Virus und es gibt höchste Zeit, mehr zu machen, wie nur zu observieren. Wir müssen Wehe abzeichnen, wie die Krise reiert kann gehen, und wie die Menschen mit dem Virus leben können. Die unheilenden Restriktionen sind eine große Herausforderung für die mentale Gesundheit und gerade auch für den Horeca-Sektor, der ja als einziger Sektor immer noch verboten kriegt, seinem Geschäft nachzukommen. Und das ist doch auch eine große finanzielle Belastung. Wir können das Covid-Krise nicht einfach ewig durchhalten. Die ersten Zahlen, die sich mit der Santé mentale während der Krise befassen, weisen ganz klar, dass die Situation nicht so weitergehen kann. Ein Gesetz wird nicht viel mehr ändert wie ein Datum aus Dornheisen an, nicht der richtige Weg. Wir brauchen Lösungen für all die schon viel zu lange nicht mehr mit 80% von ihrem Salär auskommen. Kurzfristig kann ein Lohnausfall, eine Reduzierungen überbrücken, mir nicht meint, ein Jahren. Aber wir brauchen noch Lösungen für Menschen an dieser schweren Zeit zu enkadrieren. Und das auch, wenn hier so nicht durchgehen, für sich in eure Psychologe oder Therapeut lesen zu können. Oder sie eben nicht genug Geld unter der richtigen Posten haben, für sich dann beim Impfen an die erste Reihe zu stellen. Das Möglichkeit, ein Remboursement von der Krankenkasse zu kriegen, für eine Psychologie, gerade während einer von der schlimmsten Krise von den letzten Jahrzehnten immer noch schläft, ist eine Katastrophe. Heute müssen Sie sich überlegen, ob so lange wie es kein Akkord gibt, für ein langfristiges Remboursementssystem, nicht die Urgenz zumindest einmal eine Übergangslösung auf die Beine stellen kann, für die Menschen durch diese Krise zu helfen. Nun, an einem Mann wie einem Jahr über 600 Leute und den Virus verloren. Mehr als 600 Menschen haben ihr Leben gelassen, 24 lang die letzte Woche. Das ist eine Zahl, die nach dem letzten Sommer sich vorstellen konnte. Komischerweise aber einfach unkommentiert hingeholt wird. Für einem 8. Monat stung ich auf diesem Pult und ich schon Prognosen von Research Luxemburg kommentiert, die als damals am Juli gesagt haben, wenn nichts geschieht, dann gehen es 5.000 Tote. Mit den Mesuren, die da holt,
prognostiziere mir ich da 500. Und wir stungen alle Guten hier an diesem Raum, alle Guten, die hier im Pult Wortgollen haben gesagt, das sind da zu viel. Haut, nach kein Jahr mich spät, als der Constat da, dass Forscher recht hatten, sie sogar noch ein bisschen erdriven hatten. Und wir haben Mesuren geholt und sie sind nicht durchgegangen. Das muss man uns bewusst sein und das muss man auch nach dieser Pandemie am wirklich am Detail analysieren, was, wenig, wo schief gelaufen ist. Über 600 Menschen, über 600 Familien, die für ein Jahr nicht wussten, dass sie dieses Jahr Trauer geben drohen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die steigende Präsenz von der britischen Variante vom Virus an der Bevölkerung an Zöllen aus der klären Weise ganz klar, dass man vorsichtig bleiben muss. Das ist dafür wichtig und richtig, dass bestimmte Restriktionen geholt gehen. Mit Situationen rechtfertigt aber nicht, dass man einfach blind Wochen nach Wochen dasselbe machen, ohne anständige Evaluation. Und obwohl es eine große Besoin und Adaptationen gibt. Wir müssen immer noch eine Ausgangssperre, für die es keine wissenschaftliche Rechtfertigung gibt. Kein bezahlbares Encadrement von der Santé mentale, weil ein Dossier über Remboursementer von der CNS nicht führen kann. Keine konkrete Aussichten für Toriker. Nicht nur während der Krise, sondern auch von der Sortie der Krise. Keine gesetzlich festgehaltenen Regeln über die Verwendung von den Impfdosen, die recht bleiben. Ab für allem keine spezifische Dosen für die, die sich an die erste Reihe drücken. Das Gesetz geht der aktuellen Situation dem noch absolut nicht gerecht. Und dafür werden wir Piraten dieses Projekt auch nicht mitstimmen. Merci.